Oh, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Herbstvlog. 19. Oktober, jetzt der Tag, wo ich es aufnehme. Und ja, es war immer relativ grusiges Wetter schon gewesen, und darum jetzt muss ich es ein bisschen geniessen, wenn ihr seht, dass voraussichtlich schönes Wetter werden im Verlauf des Tages. Ja, darum nehmen wir heute auch auf. Und genau. Zudem habe ich ein kleines Thema überlegt zu dem Anlass, und zwar, wie tut man richtig bremsen. Und Bremsen ist nicht nur so am Gashebel zu ziehen, sondern da gibt es ganz viele Faktoren, die da mitspielen, und auch ganz viele, die ganz kompliziert und theoretisch sind. Aber ich probiere das Ganze ein bisschen einfach machen, weil auch zu kompliziert ist dann blöd zum Erklären und blöd zum Verstehen. Und ein grosser Punkt, was wirklich viele nicht sehen. Viele denken einfach bremsen, ja, dann bremst der Karren und gut ist. Aber es gibt zum Beispiel die Kategorien oder die Situationen Kopfsteinpflaster und nass. Und da voll in die Eisen willst du langen, dann leist du schneller ran am Boden, als du denkst. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Situation frisch geteerter Asphalt oder frisch geteerter Boden, was auch immer mit dem immer sagen, und nass, oder ein gut befahrenen Weg und Knochen trocken und richtig heiß. Also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Dann gibt es auch die Rolle, ob der TÜV schon mechanisch noch bremst, also Motorenbremse hat oder nicht. Ob du ABS hast oder nicht, oder was auch ganz wirklich schwierig könnte sein. Wenn du einen TÜV hast, der über 40, 50 Jahre alt ist, oder wo dann nicht wirklich eine Bremse hat, sondern eher so einen Verzögerer. Also das heisst, du bremst zwar, aber du bist nicht so schnell auf Null, sondern du musst mega einen langen Weg. Also da gibt es wirklich viele Faktoren zum zu sehen, und man muss wissen, wie der TÜV ist, wie der so reagiert. Ich habe mir ja zum Beispiel angewöhnt, sowieso immer so mega voraussichtlich zu fahren, und wenn es nötig ist, zu bremsen, aber langsam, nicht voll den Anker schmeißen und vorne und hinten zu bremsen. Und natürlich auch darauf an, fährt man gerade eine Kurve, fährt man pfeifen gerade die Strecke. Aber im Allgemeinen, wenn man nur vorne bremst, dann tut der ganze TÜV, also du kannst dir vorstellen, der TÜV ist vielleicht 200 Kilo, du bist nochmal 80 Kilo mit Gepäck, mit Tank, alles ist vielleicht der ganze, auf den Pneu sind 300 Kilo drauf. Und du bremst nur vorne, volle Last, dann hast du auf dem vorderen Pneu die Gabel taucht komplett ein, und du hast vorne und hinten, du hast vielleicht nur so Bodenkontakt mit dem Pneu, ist vielleicht nur so kleiner als ein Zigarettenpack, also vielleicht die Hälfte von einem Zigarettenpack, keine Ahnung wie viel ganz genau. Und dann gehen 300 Kilo vorne drauf, und es taucht komplett ein. Und wenn du das in einer Kurve machst und du tauchst komplett ein, oder du kannst auch Schaltkuppeln in der Kurve, kann auch schlecht sein, je nachdem welchen Gang das du nimmst. Also wirklich, passt da wirklich auf. Passt da auf, wie ihr bremst, je nachdem auch, was für Pneu das ihr drauf habt. Ist das auch noch wirklich ein wichtiger Punkt, und sollte man wirklich ein bisschen im Fokus haben. Man sollte das wirklich kennen. Ich finde auch, man muss nicht immer wirklich so bremsen. Man kann jetzt geht's auf, jetzt kannst du zum Beispiel kein Gas mehr geben und du abschalten. Und dann bremst du auch schon. Jetzt bin ich auf 30 km/h. Jetzt soll ich ein bisschen bremsen, schauen, habe Hinter- und Vorderbremse genommen und kann weiterfahren. Oder? Also man muss nicht immer in Ding langen. Ich finde auch jetzt zum Beispiel, wir haben das Thema Kopfsteinpflaster gehabt. Ich finde beim Thema Kopfsteinpflaster, wenn es nass ist auch, man sollte nicht denken, ich muss jetzt voll den Anker schmeißen, voll vorne bremsen, hinten bremsen, zack, weil Kopfsteinpflaster, das können Sie selber, das ist eigentlich die kleinen Steine, so wie da, ähnlich wie da am Rand, so kleine Steine, die aneinander sind, wenn die rutschig sind, dann hast du die sind so rund, und dann hast du keine Haftung, nichts. Ich fahre geradeaus das mal. Nein, und was wollte ich sagen? Und es kommt natürlich auch darauf an, hast du einen Viertakt, hast du einen Einzylinder,
Was hast du ganz genau für einen TÜV? Die bremsen stärker oder weniger stark? Was für Wetter das es ist? Was hast du für Pneu drauf? Wie schwer ist auch dein TÜV im Großen und Ganzen? Ich finde, das kommt auch ganz darauf an, ob du jetzt eine Person hinten drauf, ich muss ein bisschen anbremsen, ob du nur eine Person hinten drauf hast oder nicht. Ob du eine Person hinten drauf hast, die mitfährt auf dem TÜV, und dann ist das ganze Bremsverhalten auch nochmal ganz anders. Du bist nochmal, je nachdem, 50, 60, 70 Kilo, je nachdem wie schwer dass die Person hinten drauf ist, nochmal schwerer. Also das heißt, du hast schon 300 Kilo im Gesamten, was du musst bewegen, also 200 Kilo TÜV und 200 Kilo. Schon 300 Kilo hast du dann 400 Kilo. Also hast du bald eine halbe Tonne, die du bewegst. Und das auf so einem kleinen Punkt, kleine Pneu, kleine Bremsen und so. Also darf man schon nicht überschätzen. Also ich wollte jetzt so keine Angst machen, aber es ist nicht so, Bremsen heisst stillstehen und dass nichts passiert. Also wir müssen da wirklich ein bisschen darauf achten und ja. Und ja, ein bisschen schauen. Es gibt auch viele, die sagen, ja, ohne ABS kann ich besser bremsen, dann tut er nicht immer wieder Bremsen lösen, dann wird einmal angepackt, einmal den Anker geschmissen und ich stehe. Ich würde ganz ehrlich sagen, es gibt vielleicht die Situationen, wo es besser ist, wenn man kein ABS hat, beziehungsweise eigentlich weiß ich nicht, ob das so stimmt, weil das ABS tut eigentlich nur eingreifen, wenn du ganz fest bremst. Also wenn du wirklich komplett fest bremst, dann, dass du nicht rutschst, dass du nicht einfach geradeaus weiter rutschst, tut es immer wieder Bremsen lösen. Und ich würde sagen, man sollte schauen, also natürlich ist das nie extra, man sollte schauen, dass man gar nicht in die Situation kommt, dass man muss ganz fest bremsen muss. Also wenn man das nie so weit kommen lässt, dann weiss ich nicht, ob es überhaupt wichtiger wäre. Oder besser wäre ohne ABS. Aber ich würde mal sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr habt viel Spass gehabt. Ihr könnt gerne kommentieren, was ihr so findet, was man noch so muss achten beim Bremsen, was es da noch so für Punkte gibt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscure 94. Ciao miteinander.